Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Der Glauben ist komplex und doch einfach erfahrbar. Im Hochgefühl vom März bedeutet Frühling und natürlich Eoar, wage ich mich in diesem Donnerschlag eine agile Projektmanagement-Methode auf den Glauben anzuwenden. Es geht um ein oft verwendetes Modell für Systembeschreibungen. Es geht um das Kennewind-Framework von David Snowden. Es gibt einfache Sachen im Leben, die trifft man an und handelt einfach. Es gibt Sachen, die sind kompliziert. Zuerst wird das Ganze analysiert und nachher gezielt gehandelt. Es gibt komplexe Sachen, hier lässt sich das Ganze nicht mehr vollständig analysieren und verstehen. Beim Komplexen muss ausprobiert werden, zum Wissen für Folgeschritte zu erhalten. Aber ein grobes Ziel ist erkennbar. Und es gibt das Chaos. Dort ist nicht mal mehr ein grobes Ziel erkennbar. Das beschreibt kurz das genannte Modell. Die Bibel zeugt von unserem Gott und von Menschen mit ihrer Beziehung zu Gott. Unser Glaube wird nur indirekt beschrieben. Und in einer Welt, die für uns fremd ist. Wir sehen heute viele Ansätze, wie der christliche Glaube gelebt wird. Darum wage ich die Behauptung, dass der christliche Glaube komplex ist. Wäre er einfach, würden alle gleich glauben. Wäre der Glaube kompliziert, würden alle Analysen von der Bibel zur gleichen Schlussfolgerung kommen. Chaotisch würde ich ausschliessen, weil die Bibel doch gewisse allgemein anerkannte Grundsätze hat, die eine gewisse Richtung erkennen lassen. Wir bleiben für den Text also bei der Behauptung, dass der Glaube komplex ist. Welche Folgerungen ergeben sich dadurch für mich? Es gibt keine oder zumindest nur wenige einfache Antworten, weil der Glaube komplex ist und somit auch Fragen an etwas Komplexes meistens komplex sind. Ich erkenne und akzeptiere, dass der Glaube an Gott unser Denken und unsere Analysemethoden bei weitem übersteigt. Der Glaube ist also mehr als kompliziert. Er ist komplex. Komplex ist eine Chance, wie ich im IT-Projektmanagement erfahren habe. Ich wage meine Erkenntnis davon auf den Glauben zu übertragen und schaue, was gedanklich passiert. Im agilen Projektmanagement werden schrittweise jeweils die nächsten paar Wochen geplant. Es ergeben sich also Einheiten von 2 bis 4 Wochen. In diesen Wocheneinheiten werden jeweils nur kleine Schritte umgesetzt. Immer am Ende einer Wocheneinheit wird analysiert, was man durch das Umsetzen vom kleinen Schritt neu gelernt hat. Was ist gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Was hat geholfen? Es wird also Wissen aus eigener Erfahrung gewonnen. Das wird dann gebraucht, um die nächste Wocheneinheit zu planen und umsetzen. Weil das Tun zwangsläufig im eigenen Kontext und im Ganzen passiert, ergibt sich neues Wissen, spezifisch für den eigenen Kontext und unter Berücksichtigung vom Ganzen, ohne dass wir das Ganze verstehen oder die Erkenntnis auf unseren Kontext ummünzen. Das ist der Vorteil gegenüber dem komplizierten Ansatz. Ausprobieren und nachher ausgiebig reflektieren ist also der Schlüssel für Komplexes. Das klingt doch irgendwie einfach. Wie lässt sich Ausprobieren und Reflektieren in Wocheneinheiten auf den Glauben anwenden? Ich mache ein Beispiel. Wie wäre es, über die nächsten 2 Wochen mit einem Gebet in den Tag zu starten und mit Gott zu teilen, was ansteht? Nach 2 Wochen kannst du zurückschauen und eventuell erkennst du eine Veränderung bei dir oder bei deinem Umfeld. Ist es gar nicht für dich? Oder bist du am Morgen einfach zu müde? Willst du es ganz sein? Oder willst du es auf den Abend verschieben? Der Glaube wird so in natürliche und überschaubare Fragestellungen unterteilt. Er wird konkret, erlebbar, irgendwie einfach. Hätten wir in diesem Gedankenexperiment den Ansatz für komplizierte Systeme angewendet, hätten wir zuerst das Ganze analysieren in einer Analysephase. Beispielsweise hätten wir zuerst probieren, anhand von vorhandenen Bibelinterpretationen herauszufinden, wie Gebet wirkt und welche Elemente Einfluss auf die Wirkung haben. Und im Anschluss, wie die Wirkungsweisen und Elemente sich auf unsere Erlebniswelt übertragen. Dann wäre aber immer noch die Frage, was wir denn wirklich konkret tun sollten.
Ich wage die Behauptung, dass spätestens beim letzten Schritt, was wir konkret tun sollen, die Sache schwierig wird werden beim komplizierten Ansatz. Aus diesem Grund erscheint mir der Ansatz für komplexe Systeme beim Glauben geeigneter und eben irgendwie einfacher. Was ist deine aktuelle Glaubensfrage? Überleg dir, was du in den nächsten 2 Wochen könntest ausprobieren, um der Antwort näher zu kommen. Mach das und überprüfe nach 2 Wochen, wie du der Antwort bist näher gekommen und was du könntest verändern, für in den folgenden 2 Wochen auszuprobieren, um der Antwort nochmal ein Stückchen näher zu kommen. Ich wünsche dir einen schönen März und ein tolles EOR. Ich bin der Mersu und Teil vom Vorstand der Metal Church.